Auf einer kleinen Anhöhe, oberhalb der malerischen Bootshäuser, steht das alte Bühler Dorfschulhaus. Das Gebäude wird gerade von freiwilligen Helfern winterfest gemacht, damit es seine Sanierung im kommenden Jahr trocken und wohlbehalten abwarten kann. Eigentlich war dieses Denkmal schon verloren. Es sollte einem Neubauprojekt weichen. Aufgrund eines zweifelhaften Gutachtens wurde die Abbrucherlaubnis erteilt. Doch dann formierte sich eine Bürgerinitiative in Bühl, die den Abriss gleichsam in letzter Sekunde verhinderte. Einer der Denkmalretter ist Schreinermeister Guido Böck. Der Zustand von dem Gebäude ist in der Grundsubstanz eigentlich schon sehr gut erhalten. Klar gibt es hier und da einige Stellen, wo man großzügig austauschen oder auswechseln muss und ausbessern muss. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, wie man im Allgäuischen sagt, man hat schon die minderen Hitter saniert. Gell? Also von dem her eigentlich zum Sanieren ein Traum. Gell? Natürlich ist es viel Arbeit, man muss viel Zeit reinstecken, es wird da einiges an Geld kosten, das ist ja ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall der Wert. Und so soll das einmal ausschauen? So soll es mal ausschauen, ja. So haben wir vor, dass es werden soll. Und Ihre Arbeit als Schreinermeister bringen Sie ehrenamtlich ein? Genau. Warum? Genau. Sagen wir mal so, man muss schon ein bisschen ein Spinner sein für sowas. Also man muss da schon ein bisschen Liebe haben dafür. Und ich sage jetzt mal auch so, die Kombination in der Genossenschaft, das macht natürlich auch Spaß. Von dem her ist das also für mich eine super Sache. Die Schulhausfreunde haben inzwischen eine Genossenschaft gegründet und das Gebäude gekauft. Bis sie alle Gelder für die Sanierung beisammen haben, legen sie, wo immer sie können, selbst Hand an. Sei es bei Bau- und Gartenarbeiten, beim Räumen, Putzen oder Planen von Aktionen oder bei der Gestaltung von Außen- und Innenräumen. Was habt ihr denn von dieser Seite aus vor? Genau, da wollen wir unsere Sonnenterrasse Richtung Westen, Richtung Alpsee rausbauen. Das ist fürs Café wichtig, dass man einfach auch raussitzen kann. Im Winter genießt man das historische Ambiente in der alten Schule und im Sommer kann man eben den schönen Ausblick genießen auf den Alpsee. Da werden ja ein paar Öffnungen hineinkommen. Ist das so unproblematisch mit dem Denkmalschutz? Tatsächlich schon, ja. Also das ist eine super Zusammenarbeit. Unser Gebietsreferent, der ist in erster Linie total froh, dass die Schule noch steht. Also das hat er ja tatsächlich unserem Engagement zum Verdanken, dass die Schule noch so steht und deswegen kommt er uns da auch sehr großzügig entgegen. Susanne Funk ist die Sprecherin der Genossenschaft. Sie stammt aus einem Bauernhof im Nachbarort und ist hier aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur Kulturmanagerin ist sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und engagiert sich nun ehrenamtlich bei diesem Gemeinschaftsprojekt. Mit Herzblut und Elan haben Susanne Funk und ihre Mitstreiter viele Ideen entwickelt, um neues Leben in das alte Haus zu bringen. So, wir sind jetzt hier im oberen Schulsaal. Das war der Schulsaal für die 5. bis 8. Klasse. Und dieses mittelgroße Loch hätte der Schule auch fast ihren Abbruch beschert. Dafür gab es ein Gutachten, dass die Schule einsturzgefährdet war. Mittlerweile wurde das widerlegt durch ein anderes Gutachten. Also es ist tatsächlich unsere größte Schadstelle. Da muss man einiges an Zimmererstunden leisten an diesem Loch, aber es gibt nichts, was man da jetzt nicht reparieren könnte. Also es schaut schlimmer aus, wie es ist. Und was haben Sie mit diesem Schulsaal vor? Genau, das soll einmal ein Dorfsaal werden, also unser Multifunktionsraum. Hier kann man heiraten, hier kann man Geburtstage feiern, man kann eine Taufe feiern, man kann auch einen Yogakurs besuchen. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, das zu retten?
Ich liebe alte Gebäude. Ich finde, dass in einem alten Gebäude eine Geschichte steckt, dass ein altes Gebäude auch eine Identität ist für eine Bevölkerung, für eine Gesellschaft und man einfach in dem Gebäude Geschichte ablesen kann. Da gibt es zum Beispiel hier so ein kleines Schublädelchen, das gibt es bei jedem Fenster im großen Schulsaal. Das ist eine kleine Schublade für das Kondenswasser. Hier sind so Rillen im Fenster, da ist das Wasser quasi runtergelaufen, dann durch diese 2 Löchle in die Schublade und dann hat man es ausleeren können und wieder reinschieben. Also ich finde, das ist eine geniale Erfindung. Begeistert vom Schulhaus sind auch die Dinos, wie sich die älteren Aktiven selbst nennen. Mit dabei ist der Bühler Wirt Franz Braun. Das ist ein Foto, wo ich in der 2. Klasse genau in dem Raum da drin war. Das sind Sie, Ja, der da so lacht. genau. Die gleichen Fenster mit ein bisschen anderen Aussicht, weil nebendran ein Haus fehlt. Aha. Und wie haben Sie Ihren ersten Schultag noch in Erinnerung? Mit gemischten Gefühlen, weil mir ziemlich schnell bewusst war, dass das Lotterleben vorbei ist. Dann habe ich dann ein Zeugnis mitgebracht von meinem 3. Schülerjahrgang. Und zwar die Bemerkung: Franz hat ein gutes Gedächtnis. Er denkt folgerichtig und genau, sehr wissbegierig, mit reger Fantasie. Betragen, Fleiß und Aufmerksamkeit ohne Tadel. Seine schriftlichen Arbeiten muss der sonst freundliche und hilfsbereite Schüler sorgfältiger ausführen. Ja, ich glaube, da hat der Herr Werner ganz Unrecht gehabt. Ja, sagen Sie, dieses Schulhaus sollte ja abgerissen werden. Sind Sie da auch dafür gewesen? Na, da war ich mit Sicherheit nicht dafür. Ich verstehe, dass es verschiedene Meinungen geben kann, das verstehe ich schon. Aber ich bin generell einer, das wissen auch die ganzen Einheimischen, wo ein bisschen an den alten Sachen hängt. Und ich sage mir immer, es kommt ja meistens nichts Schöneres nach. Da gibt es ja genügend Beispiele. Man bricht schöne alte Gebäude ab und baut danach irgendwelche Schulkartons hin. Und deswegen bin ich also heilfroh, dass das Haus stehen geblieben ist. Und das wird schon wahr mit der Zeit. Breite hätten wir 23 und eine Höhe von 19. Okay. So, was haben wir noch von der Länge her? Länge haben wir 3,51, warte mal schnell. 3,20 Meter haben wir. Schichtmaß, oder? Genau. 3,20, okay. Hier war also komplett im Erdgeschoss eine Lehrerwohnung. Ganz ursprünglich war das mal ein großer Schulsaal hier herunter. Festgestellt haben wir das, weil wir bei der Befunduntersuchung gemerkt haben, dass da oben Risse an der Decke waren. Da können wir gerne mal rausgehen und uns das anschauen. Achtung, dass hier niemand fällt. Genau, da hat man eben entdeckt, die Risse da oben. Und das heißt eben, dann ist mir die Sache nachgegangen, dass da oben das Ganze auf dem Unterzug aufliegt. Und diese Stahlsäule, die man sieht, diese Gusssäule, praktisch die obere Konstruktion der oberen Wohnung getragen hat. Und das war früher dann eben mal ein großer Schulsaal vor dem Anbau. Das war ja eine schöne Überraschung. Das war eine schöne Überraschung. Und wir haben jetzt auch vor, eben mit der Umbaumaßnahme, dass wir diesen Bereich hier wieder freilegen, sodass wir diese Säule wieder zum Vorschein bringen. Für den Tag der offenen Schultür werden Fleißbildchen, Fotos, Zeugnisse und Pläne aufgehängt. Das sind die ersten Pläne, die es gibt von der alten Schule. Also die sind entstanden in den 1860er Jahren und zeigen eben den Bauplan. Hier sieht man zum Beispiel, das Lehrzimmer, also das Klassenzimmer, hat damals 90 bis 100 Schüler umfasst. Also das muss man sich mal vorstellen, in 60 Quadratmetern. Das muss ja schon ziemlich eng gewesen sein. Und was ist das Besondere an diesem Genossenschaftsprojekt? Also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal mit 80-Jährigen befreundet sein werde. Also das kenne ich sonst nur im Oma-Opa-Kontext. Aber hier kann ich echt sagen, ich habe Freundschaften gefunden mit der Gruppe von unseren Dinos, die manchmal einfach auch anrufen, hey, wie geht denn das Rezept von Apfelkuchen oder irgendwas? Und das ist einfach total schön. Das trägt einfach. Das ist nochmal eine andere Weisheit, die ältere Menschen mitbringen. Und das, also,
Ich finde, das ist voll verloren gegangen auch, der Kontakt zwischen alt und jung. Und das finde ich total schön hier. Die Genossenschaftsmitglieder retten nicht nur ein Kulturgut, sondern sie gestalten gemeinsam auch ein generationenübergreifendes Werk, das für alt und jung, Einheimische wie Zugezogene, identitätsstiftend wirkt. Die Weinberge von Obervolkach. In diesem unterfränkischen Winzerort liegt ein klassizistisches Schul- und Rathaus aus dem Jahr 1875. Gleich nebenan plätschert der Dorfbrunnen, aus dem Generationen von Schulkindern das Tafelwasser schöpften. Im Schulsaal bereiten Martin Brändlein und seine Lebensgefährtin Melissa Schlingloff ein Treffen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern vor. Das ist ja eine ungewöhnliche Schuluhr. Es ist auch keine Schuluhr, sondern eine Kirchturmuhr. Die ist ein Jahr älter wie das Schulhaus. War ich ganz happy, dass ich die kaufen konnte. Die kommt irgendwo aus dem Württembergischen, also aus der Stuttgarter Ecke kommt die. Und mir hat es so gut gefallen, ich wollte schon immer so eine große Kirchenuhr haben. Und zufälligerweise war das Schönste, das ich gefunden habe, ein Jahr älter wie das Schulhaus hier. Und aus welcher Zeit stammt das jetzt? Das ist 1874, Anno Domini. Ja, das ist jetzt hier der ehemalige Schulraum Genau, gewesen? das ist die Klasse 1 bis 4. Die Tafel war hier gewesen. Also diese Tür haben wir reingebaut, um auf die Terrasse zu kommen. Und die Schulbänke, also die waren nicht immer gleich gestanden, so in Reihe und Glied, sondern die waren auch mal schräg. Wahrscheinlich hat es damit zusammengehängt, wie viele Kinder gerade in der jeweiligen Zeit hier in der Schule gewesen waren, in der Klasse 1 bis 4. Ja, und was mussten Sie jetzt hier alles machen? Zum einen die Fenster natürlich und zum anderen den Boden. Der Boden ist ein ganz typischer Felderboden mit Eichenkreuzen in der Mitte. Und der knarzt aber ganz schön. Gut, es ist halt ein alter Boden. Ne? Das ist jetzt kein Blindboden mehr drunter gemacht oder nichts. So ist er einfach. Damit muss man halt einfach leben. Das Knarzen nervt halt manchmal, aber so ist es halt. So, das hier sind die originalen Fenster außen. Sehr selten, dass sowas noch erhalten ist, weil die natürlich ständig der Witterung ausgesetzt sind und somit leicht kaputt gehen. Wir haben sie komplett restauriert, haben teilweise 2 von 4 Holzteilen pro Flügel ausgetauscht und es sind ja wirklich viele Flügel. Wir haben hier oben 23 Fenster mal 4 Flügel, sind 92 Flügel, die wir hier oben machen mussten oder wiederherstellen mussten. Das war wirklich, wir haben ein Jahr lang Fenster renoviert. Aber sie sind natürlich jetzt auch wieder traumhaft schön. Und sie halten, wenn man sie gut pflegt, was nicht so arg viel Arbeit ist, halten sie die nächsten 150 Jahre hoffentlich auch noch. Ja, und der Tisch? Das hier ist der Volgacher Ratstisch. Der ist ungefähr aus der gleichen Zeit wie das Schulhaus. Der ist meiner Einschätzung nach gebaut worden, so in den 1860er Jahren. Und hat eine ganz tolle Form. Dieses Oval ist wie ein Kabinettstisch letztendlich. Johannes Brändlein hat mit seinem Sohn in 11 Jahren rund 15.000 Arbeitsstunden in die Sanierung gesteckt.